So, da sind wir wieder. Ein Schiff vergängt neue Ströme. Herzlich willkommen. Schön. Schön. Gehen wir in Schermen. Gehen wir in Schermen. Also, ich habe euch versprochen, dass wir das Drachenblut lesen. Und das werden wir jetzt gerade machen. Jetzt muss ich gerade schauen. Wie kann ich jetzt da? Ah, da. Okay. Was braucht ihr? Hinsetzen. Gut, verstanden. Gehen wir ein bisschen abhöckeln dazu. Okay. Sonst noch etwas? Kann ich da abhöckeln? Geht das nicht? Oh. Gut. Ihr So. seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ja, Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? jetzt habe ich da das Buch lesen. Wir haben gerade über euch gesprochen. Ja, möchte mit euch also mit uns noch heute ein bisschen verschieben. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ja, ist er gewesen. Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet, oder? Es hat sich herausgestellt, dass sich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Ja. Da nennt das. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Aber noch nicht viel, ich wollte jetzt das Buch lesen. Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir, seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollen die Graubärte von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Aha. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Oh, das habe ich Das gehört. war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochrodgar gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiber Septim höchst selbst gerufen wurde, Sehr schön, als er noch Talos von Admora war. Honga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig sie auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass sie dieses Drachenblut ist. Du bist mir nicht so sympathisch. Nonsens, ihr eingebildeter Unwissender. Ja, Das kann ich sind auch gerade unsere sagen. heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des ersten Kaiserreichs zurückgehen. Ronga, geht nicht so hart mit Aveniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihr? Okay. Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Das würde ich auch sagen. Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodgar aufmachen. Mhm. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Nee. Hochrodgar ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodgar. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre,
die ich zu gewähren imstande bin. Ich danke dir. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl Ja. zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Lydia, Ich cool. werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, Yes. zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Okay. Ja, mein Herr. Oh. Ja, die Lydia, stimmt. Du musst geduldig sein. Die hätte ich fast vergessen. Das ist jetzt mein Hauskarl. Hallo. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ich bin ein Tane, was soll das heißen? Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Das finde ich schön. Was macht denn ein Hauskarl? Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Ja, Lydia, das gefällt mir. Du bist eine gute. Du kannst schon gerade Geht mitkommen. voran. Super. Ja, das ist toll. Also, aber wenn du schon gerade da bist und gerade bei mir bist, ich habe da noch Bin immer etwas noch für da. dich. Ich habe da etwas für dich. Was soll ich nehmen? Was hast du? Ein Stahlschwert hast du, hä? Und sonst eigentlich nichts. Jetzt könntest du eigentlich gerade die Rüstung an. Ah, die legt sie nicht an, weil ihre besser ist. Und die? Die auch nicht, hä? Der Helm. Der Helm würde sie anlegen, hä? Ja, sie legt sie nicht an, weil ihre schwere Rüstung ist besser. Also. Der halt. Der Helm ist ja doof. Okay. Geht ihr voran? Lydia, du kannst dich da gerade zu uns gesellen. Oh, es ist da noch ein Tower im Boden. Komm, das nehmen wir mit. Ich gebe euch Deckung. Na schön. Du Was denn? musst etwas, du tust Was dich braucht ihr? ein bisschen da sitzen. Gut, So. verstanden. Und dann tue ich euch zu einer Frau ein bisschen etwas vorlesen. hä? Sonst noch etwas? Okay. Also, seid ihr parat? Gut. Oh, was ist denn das noch für ein Sarves da? Das muss ich da noch lesen. Aber jetzt will wir einfach mal das lesen. Hä? Also, das Buch vom Drachenblut von Prior Emmeline Madrin, Orden des Talos, Veinon Priorei, Jahr 360 der dritten Ära, 21. Jahr der Herrschaft seiner Majestät Pelagius IV. Viele Menschen haben den Begriff Drachenblut gehört. Sie werden schließlich von den drachengeborenen Kaisern regiert. Doch die wahre Bedeutung des Begriffs wird nicht überall verstanden. Uns vom Orden des Talos liegt das Thema sehr am Herzen, und in diesem Buch will ich versuchen, die Geschichte und Bedeutung derer zu beleuchten, die im Laufe der Zeiten als Drachenblut bezeichnet wurden. Die meisten Gelehrten sind sich einig, dass der Begriff zum ersten Mal in Verbindung mit dem Pakt von Nakatos verwendet wurde, als der gesegneten Alessia das Amulett der Könige überreicht und die Drachenfeuer im Tempel des einen zum ersten Mal entzündet wurden. Akatosh, der voller Mitleid auf das Elend der Menschen sah, nahm kostbares Blut aus seinem eigenen Herzen und segnete St. Alessia mit diesem Blut der Drachen und schloss einen Pakt. Solange Alessias Generationen dem Drachenblut treu bleiben würden, würde Akatosh dafür sorgen, dass die Tore ins Reich des Vergessens versiegelt blieben und ihren Feinden, den Dedra, Liebhabern der Eileiden, der Zugriff auf die Armeen der Dedra und Untoten versagt sein würde.
Wer von Akatosh mit dem Drachenblut gesegnet war, wurde einfach Drachenblut genannt. So bestand die Verbindung zu den Herrschern des Kaiserreichs von Anfang an. Nur ein Drachenblut konnte das Amulett der Könige tragen und die Drachenfeuer entzünden. Alle rechtmäßigen Herrscher des Kaiserreichs waren Drachengeborene. Die Kaiser und Kaiserinnen des von Alessia gegründeten ersten Cyrodiilischen Kaiserreichs, Remans Cyrodiil und seine Erben und natürlich Tiber Septim und seine Erben, bis hinunter zu unserem derzeitigen Kaiser, seiner Majestät Pelagius Septim IV. Doch wegen dieses Bezugs auf die Kaiser geriet die andere Bedeutung des Drachenbluts aus dem Blickfeld und zum größten Teil in Vergessenheit, außer bei den Gelehrten und jenen von uns, die sich dem Dienst am gesegneten Talos verschrieben haben, der einst Tiber Septim gewesen ist. Nur wenigen ist klar, dass es nicht bloß eine Sache der Vererbung ist, ein Drachenblut zu sein. Da es sich um den Segen von Akatosh selbst handelt, ist es für uns nicht fassbar, wie und warum genau er gewährt wurde. Jene, die Kaiser werden und die Drachenfeuer entzünden, sind ganz gewiss Drachengeborene. Der Beweis liegt im Tragen des Amuletts und im Entzünden der Feuer. Doch waren sie von Anfang an ein Drachenblut und aus diesem Grund in der Lage, diese Dinge zu tun, oder waren ihre Handlungen vielmehr das Zeichen dafür, dass Akatosh ihnen seinen Segen gewährte. Wir können nur sagen, dass es beides ist und keines von beiden, ein göttliches Geheimnis. Die Linie der Septim waren natürlich alles Drachengeborene. Und das ist einer der Gründe, weshalb die vereinfachende Vorstellung, diese Eigenschaft werde vererbt, sich so verbreitet hat. Aber wir wissen mit Sicherheit, dass die früheren cyrodiilischen Herrscher nicht alle miteinander verwandt waren. Es gibt auch keinen Nachweis dafür, dass Reman Cyrodiil von Alessia abstammte. Auch wenn es viele Legenden gibt, die dies behaupten. Die meisten von ihnen stammen aus der Zeit Remans und sind vermutlich Versuche, seine Herrschaft zu legitimieren. Wir wissen, dass die Klingen, der Klinge, denen werden wir auch noch begegnen. Das ist eine Organisation, die so das Drachenblut begleitet und so. Ja, das wird dann ein ganz heisser Erzählstrang dort durch mit den Klingen. Also, dass die Klingen, die für gewöhnlich als Leibwache des Kaisers gelten, von den Akaviri-Kreuzrittern abstammen, die Tamriel in den späten ersten Ära aus undurchsichtigen Gründen überfielen. Sie scheinen nach einem Drachenblut gesucht zu haben. Das bestätigen auch die Ereignisse am Fallen Pass. Und die Akaviri waren die ersten, die Reman Cyrodiil zum Drachenblut erklärten. Tatsächlich waren es die Akaviri, die am meisten dazu beitragen, sein Ansehen als Kaiser zu fördern, obwohl Reman selbst seinen Titel zu Lebzeiten niemals in Anspruch nahm. Natürlich gibt es keine bekannte erbliche Verbindung zwischen Tiber Septim und einem der früheren drachengeborenen Herrscher von Tamriel. Ungeklärt ist auch, ob es jeweils mehr als ein Drachenblut gleichzeitig geben kann. Die Kaiser haben getan, was sie konnten, um gegen diese Vorstellung anzugehen. Aber die kaiserliche Nachfolge selbst bedeutet natürlich, dass es zumindest 2 oder mehr potenzielle Drachengeborene zu jeder Zeit gibt, den jeweiligen Herrscher und seinen bzw. seine Erben. Auch die Geschichte der Klingen lässt darauf schließen, obwohl von ihren Aktivitäten während des Interregnums zwischen Remans Kaiserreich und dem Aufstieg von Tiber Septim wenig bekannt ist, glauben viele, dass die Klingen in dieser Zeit weiterhin diejenigen suchen und bewachen, von denen sie glaubten, dass sie ein Drachenblut seien oder sein könnten. Ja, darum kommen dann die Klingen noch auf mich zu im Verlauf des Spiels. Ja, es ist spannend, Super. Okay. Schließlich kommen wir zu der Frage,
was es tatsächlich bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Die Verbindung zu den Drachen ist so offensichtlich, dass sie beinahe in Vergessenheit geraten ist. Heute, da Drachen nur noch eine ferne Erinnerung sind, vergessen wir, dass in den frühen Tagen Drachenblut bedeutete, das Blut der Drachen in sich zu tragen. Manche Gelehrte glauben, dass das ganz wörtlich gemeint war, obwohl die genaue Bedeutung nicht bekannt ist. Die erzählten Geschichten von Drachenbluthelden, die große Drachentöter waren und es vermochten, den getöteten Drachen ihre Macht zu stehlen. Tatsächlich ist es wohl bekannt, dass die Akaviri während ihrer Invasion viele Drachen jagten und töteten. Und es gibt einige Hinweise darauf, dass dies noch andauerte, nachdem sie zu Reman-Sirodirs Drachenmacher wurden. Erneut eine Verbindung zu den Drachen. Erneut eine Verbindung zu den Drachen. Ah, okay. Den direkten Vorgängen der Klingen von heute. Ich schließe mit dem, was als die Prophezeien des Drachenbluts bezeichnet wird. Es wird oft behauptet, dass sie auf eine Schriftrolle der Alten zurückgeht. Gelegentlich wird sie aber auch auf die alten Akaviri zurückgeführt. Viele haben versucht, sie zu deuten, und manche glaubten auch, dass seine Vorzeichen bereits erfüllt seien und die Ankunft des letzten Drachenbluts unmittelbar bevorstehe. Ich erhebe nicht den Anspruch, Prophezeiungen auslegen zu können, aber diese scheint mir in der Tat darauf hinzudeuten, dass die wahre Bedeutung von Nakatoshs Geschenk an die Sterblichen noch nicht in vollem Umfang verstanden worden ist. Wenn Tumult seinen Platz in den 8 Winkeln der Welt einnimmt, wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird, wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert, wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt, wenn der Schneeturm dann niederliegt, zerstört, königlos, blutend, dann erwacht der Weltenfresser und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Ja, der Weltenfresser. So ist das mit dem Drachenblut. Es deutet also alles so ein bisschen darauf hin, dass wir dem Weltenfresser noch begegnen. Ich bin wahrscheinlich das letzte Drachenblut. Ja. Also. Diener, ich nehme gerade eine Karaffe Wein für uns Mädels da. Wir haben Durst. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr gerade da etwas zu essen bringen. Jetzt sollten wir eigentlich da zu den Graubär durch. Einer der neuen Diener? Denkt dran, dass ich mein Fleisch nur leicht angebraten mag. Du bist kein Diener. He. Ich bin ein Drachenblut. Wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Hey, was sind das für Fleckchen da in diesem Haus? Schon mal etwas von Anstand gehört, Gielen und Mädels? Ja, das sind so verzogene Balken. Okay, wo bin ich? Eben, wir gehen dort schauen auf die Karte. Da oben im Hochrottgar, da. Da oben sind die Graubärte, die wir eben vorher gerufen haben, und die tun das Drachenblut ausbilden oder so irgendwie. Auf jeden Fall müssen wir dann mal da den ganzen Berg drauf, da unten rauf und da durch und da hoch und da hoch. Es wird feierlich eine Wanderung. Aber das machen wir, glaube ich, noch nicht gerade jetzt. Ich werde zuerst jetzt noch mal auf Flusswald Seid ihr noch bereit einmal. aufzubrechen? Wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch Flusswald mit noch meinem einmal. Leben beschützen.
Okay. Und die Klauen zurückbringen. Und, ja. Mal, meine Leute ja heute ein bisschen ausrüsten. Irgendwie so etwas. Also, aber das machen wir etwa in der nächsten Folge. Wir schauen gerade auf die Uhr, wir sind schon wieder 20 Minuten. Spannend war das Buch vom Drachenblut. Wir werden dann späteren Zeitpunkt noch mal ein bisschen etwas lesen. Und ja, das ist cool. Ich schaue, ich habe jetzt eben da noch gerade das, da habe ich noch gesehen, das Tagebuch von Arwels Tagebuch. Meine Finger zittern. Ich halte die goldene Klaue endlich in Händen und mit ihr die Macht über die uralten Nordhelden. Dieser Schwachkopf Lucien Valerius hatte keine Ahnung, dass die Lieblingsdekoration seines Ladens in Wirklichkeit der Schlüssel zum Ödsturz ab ist. War. Jetzt muss ich nur noch zur Halle der Geschichten und die Tür aufschließen. Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unmündigen fernzuhalten. Aber es heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Ja, genau. Das haben wir schon gemacht. Das ist das Tagebuch, das wir von dem geklaut haben, wo da im Netz ist gefangen war bei der Spinnenlohne. Das haben wir dann nicht gelesen. Aber ja. Wir haben dann die Tür aufgetan mit der goldigen Klaue. Ja, okay. Jetzt sollten wir die eben dem Ladenbesitzer zurückbringen. Das gibt sicher mal Belohnung. Wer schnauft da dieser Weg? Was ist da? Bist du da am Wischen? Gute Frau. Hä? Gerda. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl die seinen. Okay, sehr gut, sehr gut. Also, machen wir da einen Cut und dann bis zum nächsten Mal. Ich habe mich gefreut. Tschüss. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind.